Für die Mass zweite Sonntag am Jahreskreis begrüßen Sie euch aus der Kirche von Lellich, wo zugleich die Antonius-Kirmes gefeiert wird. Es sangen Choralreunie Lellich Mandernach, Dirigent ist den Robbie Mehlen, Organist den Marcel Weiß. No singem Vierspiel sangen wir ein Haus voll Glorie vom Josef Mohr. Herr, erbarm dich eiser, eher dem Herrgott am Himmel, Seigneur, voici le pain, hellig, 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 Herr Jesus, du hältst Sünden, tu es là, an als Schlusslied Antonius Heiliger Schutzpatron. Dögel spielt als Sortie Dialog vom Langlais. Masket gehalten vom Chanoine Claude Basch, Dächen aus dem Osten, a Curie-Moderateur von der Poire Mosel-Asien Saint-Jacques. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Ich begrüße mich ganz herzlich, liebe Brüder und Schwestern, die hier an der Kirche von Lellich sind. Ganz besonders auch ich, die über die Medien mit der Mass vom zweiten Sonntag am Kirchenjahr feiert. Das schon eine schöne Tradition gehen, dass Radius Mass auf diesem Sonntag hier aus der Kirche von Lellich übertragen, der ihre Patron, den Heiligen Antonius Neremidas, an dem sie Fest haut 17. Januar feiern. Hier, den immer mit einem Schwein durchgestaltet, wir nennen ja dafür am Lützeburgischen den Schwingstun, wir nennen ihn so, hier war der berühmteste Mensch aus der Antiquität, ja, der Pap vom Mönchtum schlechthin. Am 4. Jahrhundert hat hier sein Kloster gegründet, das sogenannte Antoniuskloster, das heute nach nur über 1600 Jahren an der ägyptischen Wüste besteht. Ich hatte vor etlichen Jahren Gelegenheit, am Kader von einer Pilgerreise das Kloster zu besichtigen und dort vom Abt empfangen zu gehen, dem bei der Gelegenheit den koptischen Priesterkreuz geschenkt hat, das ich an dieser Masunen als Zeichen von der Verbundenheit gerade mit den koptischen Christen, die an dieser Zeit viel in der Verfolgung zu leiden haben. Die Antonius-Kirmes gouf halt zu Lellich in der Zeit immer ganz groß gefeiert. Und aus dem ganzen Land kommen die Leute an das kleine Dorf am Kanton Grevenmacher, wo da mit Musik und dann sollt ein ganz Woche lang Kirmes war. Hau, dass das alles viel mehr bescheiden, an Corona-Zeiten doch Nachmanner gefeiert wie sonst.
Es sind aber hofrig drauf, dass doch an diesen Zeiten nach Leid hier am Dorf gehen, die ihren herrlichen Patriner verehren, an die drauf halen, dass wir auf diesem Tag ihrem Radiusmass von hier überdrohen. Merci Ihnen all und nächster Platz der Sängerinnen und Sänger aus der Choralreunie Lellich Manternach. Los mir versichern, wie den Heiligen Antonius, den zu ehren, den als hier den Altor versammelt, für das wir gestärkt durch die Feier von der Eucharistie bewusst an Christus nur völlig treten können, an der an der Gewissheit immer von ihm der Barmen und Barmherzigkeit geschenkt zu kriegen. Den allmächtigen Herrgott soll dich eiser erbarmen, soll eis Sünd a Schuld nolosen, an eis an ewigt Leben feiern. Amen. Lasset uns beten. Herr unser Gott, du hast den heiligen Mönchsvater Antonius, unseren Patron, aus der Welt herausgerufen und ihm die Kraft gegeben, in der Einsamkeit der Wüste vor dir zu leben. Hilf uns auf seine Fürbitte, uns selbst zu überwinden und dich über alles zu lieben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Wozu unserer Lesung haut, der Erzählung aus unserer Lesung geht, an 11. Jahrhundert vor Christus zurück. Dem Samuel, seine Mam, konnte lang kein Kanner kriegen. Du hat sie dem Herrgott versprach, wann sie ihr Bof krieg, da gäf sie ihm die ganz an sein Dienst gehen. Sobald Kant groß genug war, hat sie dem Priester Eli vertraut, der beim Heiligtum von Shiloh, do also wo Dach vom Bund abgestellt war, gewohnt hat.
Enges nur, dass der Bover wächt ging, weil eine Geruf hat. Wie wir hören, also nicht durch den Wunsch von der frommen Mam, nicht durch die Erziehung am Priester seinem Haus, aber durch den Herrgott sei Ruf, dass der Samuel zu einem Auserwählten ging. Rede, Herr, dein Diener hört. Lesung aus dem ersten Buch Samuel. In jenen Tagen schlief der junge Samuel im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes stand. Da rief der Herr den Samuel, und Samuel antwortete: Hier bin ich. Dann lief er zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli erwiderte: Ich habe dich nicht gerufen, geh wieder schlafen. Da ging er und legte sich wieder schlafen. Der Herr rief noch einmal: Samuel. Samuel stand auf und ging zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli erwiderte: Ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn, geh wieder schlafen. Samuel kannte den Herrn noch nicht, und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart worden. Da rief der Herr den Samuel wieder, zum dritten Mal. Er stand auf und ging zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben gerufen hatte. Eli sagte zu Samuel: Geh, leg dich schlafen. Wenn er dich wieder ruft, dann antworte: Rede, Herr, denn dein Diener hört. Samuel ging und legte sich an seinen Platz nieder. Da kam der Herr, trat zu ihm heran und rief wie die vorigen Male: Samuel, Samuel. Und Samuel antwortete: Rede, denn dein Diener hört. Samuel wuchs heran, und der Herr war mit ihm und ließ keiner von all seinen Worten unerfüllt. Wort des lebendigen Gottes. Mein Gott, ich komme, deinen Willen zu tun, macht mir Freude. Mein Gott, ich komme, deinen Willen zu tun, macht mir Freude. Ich hoffe auf den Herrn. Da neigte er sich zu mir und hörte mein Schreien. Er legte mir ein neues Lied in den Mund, einen Lobgesang auf ihn, meinen Gott. Mein Gott, ich komme, deinen Willen zu tun, macht mir Freude. An Schlacht und Speisepferd hast du kein Gefallen. Brand- und Sündopfer fordern du nicht. Doch das Gehör hast du mir eingefallen. Darum sage ich: Ja, ich komme. In dieser Schriftstelle nicht, weil er mir geschehen ist. Mein Gott, ich deinen Willen zu tun, macht mir Freude. Deinen Willen zu tun, mein Gott, macht mir Freude. Deine Weisung trag im Herzen. Gerechtigkeit verkündige ich in großer Gemeinde. Meine Lippen verschließe ich, mein Herr, du weißt es. Mein Gott, ich komme, deinen Willen macht mir Freude. Wir haben den Messias gefunden, den Gesalbten des Herrn.
Die Gnade und die Wahrheit sind durch ihn gekommen. Den Herr sief Madiejal. Aus dem heiligen Evangelium nom Johannes. Der Johannes stung mat 2 vu senge Jünger beim Jordan, wo gedeeft huet. Net op de Jesus geguckt, de Landstgung asot, guckt d'Lamm Gottes. Nodemst Johannes seng 2 Jünger heieren hatte, wat gesot hat, sind sie dem Jesus nogang. Wie der Jesus sich gedreht gesinn huet, dat sie ihm no kommen, huet hin sie gefrot, wat sich dir? Du sote sie zu ihm, Rabbi, dat heißt die versagt Meester, wo wohnst du? Hier so zu hinnen, kommt, guckt. Sie sind also durchgegangen, hu gesinn, wo hier gewohnt huet, als sie sind den Tag bei ihm blieben. Et war die 10 Stunden. Den Andreas, dem Simon Petrus, sein Bruder, war von denen 2, die dem Johannes no gelauscht hatten, an die dem Jesus nogang waren. Hin as verteicht seinen Bruder Simon begegnet, also zu ihm, wie hun de Messias, dat heißt die versagt, de Christus fand. Toen huet hier de Simon bei de Jesus gefuert. De Jesus huet de Simon beguckt, also, du bist de Simon, dem Johannes sei jung. Du sollst Kephas, dat heißt die versagt, Petrus, Fels, genannt gehen. Evangelium von unser Herr Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, hu dir Erfahrung, wat für Erfahrung bringt er mat? So frohen gehören zu all Ausstellungsgespräch. Wann ihn dann optrumpe kann, mat Film, wat die gesinn, heieren oder gelescht huet, da gëtt dat positiv verbucht. Eng reich Berufserfahrung as dacks ausschlaggebend fir eng Ausstellung. Ein Doktor, ein Psycholog mat Praxiserfahrung, ein verséierten Autostechniker, ein einfühlsamen Seelsorger, so Leid traut ihn. Die wissen sich unzulehen und dacks gut Ideen erfahren für all Problem eng Lesung. Als Lesung schwätzt von engem, den Erfahrung hat, a von engem, den Erfahrungen sammelt. An diesem Fall Erfahrungen mit Gott. De Samuel wiest grad as eng Roll als Tempeldinger heran, nas jung, unsicher an unerfuhr. Seng Bezugsperson, den Eli, e Senior, Priester, feiert ihn an. Geschicht das bekannt. Der junge Samuel get 3-mal vor Gott am Tempel geruf, bis endlich versteht, dass nicht den alle Priester Eli rieft, me den Herrgott selber. Unter den Berufungsgeschichten ein Klassiker. Bleiben wir mal beim Samuel. Gött vor Gott direkt ugesprach. Wohl as ne junge Spund an der spirituelle Sachen nach gering han den Ohren. Allerdings hat Gott, so weisen der Reichnisse, mat ihm schon ne Plan. Schrittweis bezieht hier de Samuel an diese Plan an. De Samuel hat nach zu wenig Erfahrung, wird Stimme vor Gott von anderen Stimmen, Andreck oder Eingebungen unterscheiden zu können. Wie vor Gott ugesprach gëtt, as sich dacks net am Kloren drüber, ob wirklich Stimme vor Gott hören holt. Wie gut as du de Rot an Bekleidung von engem, die sich ergeschliche Frohen schon bewährt huet, die kann weiterhelfen. So wendet de Samuel sich mat singem Erliefnis aus eng Referenzperson, den allen erweisen Hohepriester Eli. Den arsenalen Hohes
kann aufgrund von seiner spiritueller Erfahrung dem Samuel zur Seite stehen, an dem die nächsten Schritt uroden, den an eng immer mehr Dave Gottesbeziehung werden feiern. Was können wir, liebe Mitchristen, aus dieser Geschichte lehren? Gott schwätzt Menschen un. Dafür geht es unterschiedlich wer. Der Liefnis von Samuel als Beispiel, wie ein Ruf verspielt geht, den zwar unmittelbar ergeht, aber nicht als spektakulären Angriff an Leben, mehr echter à la douce. Sie mir für so etwas ob? Der Samuel verspürt ein innerlich Unruhe, kann sich nicht vorstellen, wo hier sie könnt. Der Ausspruch bringt schließlich Klarheit, dass es hier nicht eine Täuschung geht oder so etwas Zweifelhaftes, wie das Gott am Spiel ist. Aber nicht mir erging wie dem Samuel, wie ging ich reagieren? Wenn den Herrgott von einem Mensch gerne etwas hat, dann geschieht das je nachdem so. Forciert den nicht zu einer Entscheidung, mir lässt ihm Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Und überfällt noch nicht gleich mit seinem Ulleis oder Auftrag, mir gibt dem Mensch Zeit und Raum, Schritt für Schritt heranzuwachsen. Auch das spirituelle Leben muss wachsen, an heranreifen. Kann ich aus meiner Glaubens- und Lebenserfahrung sowohl einen Auftrag, Abruf von Gott erkennen, wie auch Schritte, die dazu gefordert tun, diesen Auftrag auszuüben oder anzuüben. Dann seht ihr das Geschichte auch, das Wort von Gott fällt nicht einfach so vom Himmel. Hier rief dann, wenn die Voraussetzungen da sind, dass sie noch geheiert wird. Die Voraussetzungen sind hei, Stolz, Ruhe, für sich Sinn, Offenheit, an einem menschlich-spirituellen Enkadrement. Gott rief den Mensch nicht durch stehen zu bleiben, wo gerade das, aber sich weiterzuentwickeln. Dafür gibt ihm auch die nötige Hilfe, zum Beispiel eine Vertrauensperson, und die Gerufenen sich wenden kann. Es kann beim Ulleis grundsätzlich Decisionen gehen, zum Beispiel für die eng oder einer Ausbildung, eine Partnerwahl, eine berufliche Veränderung und so weiter. Wo fühle ich mich hingezogen? Welche Gedanken kommen mir immer rum, als sind du wenigstens wichtig? Mit wem kann ich drüber schwätzen, von wem mir gute Rat gelassen? Den Herrgott, davon kann ich ausgehen, will mir den Weg weisen, der für mich gut ist. Möchtet, an dem sie mich an meinem Inneren ausspricht, an aber auch je nur dem Begleiter schickt, die helfen, mein innerer Liefnis zu deuten. Der Samuel hat ohne den Rot vom Eli nicht erkannt, dass die Stimme, die ihn hören hat, die Stimme von Gott war. Samuel Geschichte als ein Beispiel für den Weg, der Gott geht, für Menschen umzusprechen. Ein anderes Beispiel fanden wir am Evangelium. Der Johannes guckte Jesus an und er gesagt, Gott. Hier seht, guckt Lamm Gottes. Guck mir den Jesus an. Gucken wir ihn an und los wir eins von ihm angucken. Impressioniert von seinem Blick, von der Aura von Jesus, losen die zwei anderen Jünger sich ob ihn an. Nachdem die Jesus beit angeschaut hat, will sie einfach mal den Test machen. Wir hören sie invitiert, mit ihm zu kommen, gehen sie mal gucken, und verbringen ein paar Schnuppertage bei ihm, machen gewissermaßen ein Stage. An ihr Gewissheit wies, dass es der Jesus ist, den sie Gesicht tun. Das ist interessant in dieser Episode. Nun, der Jesus antwortet auf den Interesse von denen zwei Männern nicht mit einer langen Grundsatz redet. Schnüsst sie nicht an den Boden. Mehr formuliert eine ganz schlichte Invitation. Sie sollen sich hier als ihr Leben einfach mal angucken und ausprobieren, ob sie es mit ihm können, ob Chemie stimmt. So wie durchgestellt ist, lässt Jesus ihnen auch
anderen, die sich ihm anschließen, genug Zeit, für hier kennenzulernen. Er geht nicht überstürzt, nicht forciert, nicht über die Knie gebracht. Gottes Mühlen mahlen langsam. Den Andreas an sein Begleiter war vom Johannes dem Täufer auf den Jesus aufmerksam gemacht gehen. Menschen fanden effektiv bei Jesus, an dem sie durch andere Opien aufmerksam gemacht gehen, auch Haut. Die zwei gehen nur auch nach dem Petrus sichern und holen den ab an ihren Club. Und effektiv, wenn ich überzeugt bin, mein Glück gefunden zu haben, die große Wurf gemacht zu haben, groß losgezogen haben, da kann und will ich das nicht für mich behalten. Deswegen muss ich weiter suchen. Der Jesus ist liebig, der Jesus erfüllt mein Leben. Davon kann ich nicht schweigen. Das muss raus, das muss innert Leid. Stichwort Verkündigung, Stichwort Katechese. Am eng frohen ich, hat dir auch schon der Jesus, der Messias, fand? Hat er schon mal an sein Gesicht geguckt? Gelebt er, dass der Jesus persönlich präsent ist, hei, a Bruder Wein, aus seinem Wort, an unserer Gemeinschaft? Aber wenn du jemals ob de Gu mam Jesus kommst, da wirst du Fried, der hier schenkt, nicht für dich behalten können. Wie in der Jesus kennengelernt hat, muss diese Erfahrung mit anderen teilen. Wie mit ihm an Berehrung kommt, wie sein Freund ist, der muss diese Freund anderen mitteilen. Muss missionarisch gehen für die Menschen sich herum. Wie in der Jesus erfuhr hat, wie in sein Wohricht verstanden hat, die kann nicht auf seiner Platz sitzen bleiben, die kann nicht schweigen, die muss rausgehen und das Frohbotschaft verkündigen. An wird sich mit denen zusammendienen, die dieselbe Erfahrung haben, da das Kirche, liebe Brüder und Schwestern. Der Jesus ist Bewegung, der Jesus ist Begegnung. Ein echter Christ ist eine Bewegung, an Begegnung. Jesus Christus ist als Fried, als Hoffnung, als Kraft. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, jetzt ist es zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ob Vierspruch vom Heiligen Antonius, dem sie Festmahl feiern, riecht Molo voll Vertrauen als Ulayes und den Herrgott. Stärk eise Glauben und dich, a gif, dat et haut auch immer nes Persönlichkeiten an eiser Kirche gehen, die eise Vorbild sie können. Herrgott, heia eis. Stärk all die, die desideiert tun, wenn's dem Himmelreich ob Leben an Bestiertnis zu verzichten. Herrgott, heia eis. Sief all denen nu, die an ihrem Alleinsinn und an ihrer Verlosenheit nicht glücklich sind. Herrgott, heia eis. Mach eis, die wir haut fest von unseren Patroner feiern, immer mehr bewusst, wie weit hier drin einzelne von uns seine Verantwortung für die Kirche und die Gesellschaft überholen muss. Herrgott, heia eis. Los als immerem ob Christus gucken, ob breitvollig als ein nurvollig treten. Herrgott, heia eis. Hol als Leib verstorben, für die wir das Maß feiern, ob
an die ewige Gemeinschaft mit dir. Herrgott, heer eis. Herrgott, gute Pap, ob gut Wort vom Heiligen Antonius als ein Patrainer, lauscht ist Gebet, anerheiret durch den Jesus Christus als Bruder an eisen Herr. Lasset uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme zu seinem Lob und zum Heil der ganzen Welt. Herr, im Gedenken an die Hingabe des heiligen Antonius bringen wir mit diesen Gaben uns selber dar. Nimm uns alles, was uns von dir trennt, damit du allein unser Reichtum bist. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und in den Heiligen deine Gnade zu rühmen. Inmitten der Kirche berufst du Menschen, sich Christus zu weihen und mit ganzer Hingabe das Himmelreich zu suchen. In ihnen offenbarst du deinen Ratschluss, uns Menschen die ursprüngliche Heiligkeit neu zu schenken und uns schon jetzt mit Freude an den Gütern der kommenden Welt zu erfüllen durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen, und singen wir aus seinem Munde das Lob deiner Herrlichkeit.
du bist herrlich, Herrgott, von dir kennt all Herrlichkeit. Wir kommen wir bei dich und wir feiern zusammen mit der ganzen Kirche den Sonntag, den ersten Tag von der Woche als den Tag, auf dem Christus von den Toten auferstanden ist. Durch ihn, den zu deiner rechten Hand sitzt, beten wir dich, allmächtige Gott. Mach das Goven herrlich durch dein Geist, lose für Reis zum Leib und zum Blut gehen von deinem Jung, unser Herr Jesus Christus. Den Ofen, wo hier verroden gouf, wo den Tod auf sich geholt hat, da hält ein Bruder sein Hand. Seht ein Dankgebiet, bricht Brot, reget seine Frinner seht, holt an erst alle Götter von, da teiers mein Leib, geht hergehen für ich. No miessen hält noch de Kirche, seht ein Dankgebiet, recht de Kirche seine Frinner seht, hol dann drängt alle gut raus. Da teierst de Kirche mit Mengen Blut, Blut vom Neuen an ewige Bund, et fließt für Reich an die viel Ahner für dat Sinne verziehen gehen. Macht das als mein Undenken. So feiere mir, herrliche Pap, Dundenke von deinem Jung, der für uns gestorben an Oberstern ist, an so offern wir dir das Brot vom Leben an der Kelch von der Lesung. Mir sonder Merci, weil du hast als Beruf hier von dir zu stehen, an dir zu dingen. Wir beten dich, los uns teilholen um Leib und um Blut von Christus, dass wir eint gehen durch den herrlichen Geist. Denk an den Kirch euch dat Welt, los dei Volk wussen an der lebt. Ze summen mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude, seinem Weihbischof Leo, mit den Geistlichen, an all denen, die am Dienst stehen von der Kirche. Denk an alle Brüder und Schwestern, die von uns gegangen sind, an der Hoffnung, dass sie oberstehen. An Haut denken wir an der Masse ganz besonders und den Abbé Robert Brosius und Lucie an Alois Ungeheuer Weiß und Michel Turpel, die Verstöre von der Familie Hirt-Hinkes, die Verstöre von der Familie Clemens und Alphonse Wilchen, Norbert Hansen, aber Nick Werner an Familie Werner erweitert, an Familien Lies, Lesch, Brauch, Giersch, Ablaise, an Familie Weiß Clemens, a Wohltäter. An denk an all die Jahre, die an deiner Gnade gestorben sind, hol sie op bei dich an dein Licht. Pap, erbarm dich eiser all, a schenk eis ewig Leben mit Maria, der Heilige Gottesmam, dem Heiligen Josef, mit den Aposteln, dem Heiligen Antonius,
an all denen, die Gnot von tu bei dir sind, dort Welt besteht. Martinen all, los seist dich löwen an Ehren durch der Jung Jesus Christus. Durch jener Martiman an ihm, dir allmächtige Pap, an der Einheit vom Herrliche Geist, all Herrlichkeit an Eia, lo an immer an ewig. Lust mal als Vorbereitung auf Kommunion zusammen mit dieser Choral so beten, wie Christus selber es gelehrt hat. Herr Jesus Christus, du hast zu deinen Aposteln gesagt, der Friedelosen sehe ich, mein Friede ginne ich. Dafür beten wir dich. Guck nicht, ob es Sünden, ob es Fehler, ob das, was man verkehrt meint am Leben. Wir gucken, ob es Glauben, den Osterglauben der Kirche. Guck auch, ob die gute Wille von so vielen Menschen durch das Welt, auf der Kirche an der Welt, wie Teufel lass, Einheit auf Frieden. Und dem Herrgott sei Frieden, sief mit euch auch. Guck, dat gebrochen Brot haie, dass Christus selber, das Lamm Gottes, das Sünde von der Welt weghält. Herr, ich bin nicht wert, dass du bei mich kennst, ma so nemmen Wort am eng Seel get gesund. Wannst du vollkommen sie willst, geh, verkauf dein Besitz, gift Geld in den Armen. Da komm, folg mir nur. So seht unser Herr Jesus Christus. Für die Kommunion gingen für dich Leute aus der Choral. Kommissäre kommen dann und Diana, die kommt durch den mittelsten Gang runter, die muss der Maske halten, bis die Kommunion empfangen hat, dann zu der Seite gegangen ist, hat nicht, ob Platz gehen. Es so noch nicht bei Git Freng im Corpus Christi, es so ein Loenke für uns alle Guten. Corpus Christi. Amen.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, mit deiner Hilfe hat der heilige Antonius die Mächte der Finsternis besiegt. Stärke uns durch die heilbringende Speise, die wir empfangen haben, damit auch wir die Angriffe des Bösen überwinden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Am feierlichen Schlusssege von dieser Maßnahme kriege ich alle Guten. Eine große Merci, besonders der Choralsängerin, der Sänger, dem Dirigent, dem Organist. Merci auch dem Hellinghausen für seinen treuen Dienst, Sonntag für Sonntag. Ich meine, das immer schön, dass wir auf die Wege, aber können noch mundig leider rückkommen, mundig leider riechen, die sonst eben nicht könnte mehr an die Kirche gehen. Dafür hier alle Guten, die da mit den Medien Verweis verbunden sind, ganz schöne Sonntag an den Ländlichen, denen wünschen natürlich ein ganz schönes Kirmes. Der Herr sei mit euch. Den Reichtum seines Segens schenkt euch der Herr des Himmels und der Erde, der uns versammelt hat zum Weihefest dieses heiligen Hauses. Er hat Christus zum Eckstein seiner Kirche gemacht. Euch füge er darin ein als lebendige Steine. Der Heilige Geist wohne in euren Herzen und mache sie zum Tempel Gottes, damit ihr einst wohnen dürft im himmlischen Jerusalem. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Amen.
Wir haben die Eucharistie gefeiert mit der christlicher Gemeinschaft zu Lellich. Den nächsten Sonntag über Dromatmas von Hemstel. Und los schalten wir zurück an den Studio.